Wir wollen von dir sein, wir sind in Galata und wir wollen sein, wo Jesazlich leben. Und ich kann in dieser Series in Englisch wird gebraucht und ich wollte in dieser Series brauchen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Wort verstehen. Und es gibt uns auch näher, wo wir uns können anhängen, uns Haut anhängen, das ist Legalism. Legalism ist ein englisches Wort, was wir brauchen, um dort erklären, Menschen proben zu gewinnen und Gott zu gewinnen, durch was wir tun und durch die Gesetz holen. So Legalism ist proben unsere Seiligkeit, unsere Radung zu verdienen, mit Gott zu wirken. Und wir wollen von dir sein, streben zum Gott, gefallen, durch Gesetz zu holen, ja Ruhm für Heichel. Heichel ist, wenn dort, was wir sein, wir glauben, und auch nochmal dort, was wir glauben, nicht stemmen wird, mit dort, was wir leben. So, wir wollen von der in Galata Kapitel 2 auf, was sagt hier, wir wollen die Forschung durchgehen. Und wir wollen sein, wo Petrus, was sagen deit, was er glauben deit, aber er doch dort nicht leben deit. So, wir sind in Galata Kapitel 2 auf, was sagt hier. Wir wollen die ersten paar Forschung erst lesen. Fangen an und auf. Aber als Petrus nach Antiochia kam, habe ich für alle Tracht gestellt, weil er sich selbst verschuldet hat. Weil er durch die Wasser Manna kamen, die von Jakobus geschickt werden, er mit den Nicht-Juden taub. Aber als die kamen, trug er sich träg und hielt sich apart, weil er fürcht sich für die Juden. Und aber die ab der Beschneidung hielten. Und weil er so deuten die anderen Juden krank sogar Barnabas hechelt. So ein klein bisschen ein Hintergrund von was hier passieren deit. Das, was hier passieren deit, das würde sein, das wird geschrieben in der Bibel. Das wir ein Denk, was müsste Kirchen von am wissen. Sie würden haben gewusst, dass wir in der Zeit, wo Petrus und Paulus sich nicht stemmen deuten. Und ein klein bisschen verstehen, warum redet Petrus von dem, was geworden ist. Wenn wir durch Galata lesen, dann, das fällt sich mit Paulus hier meist nicht geschehen mag. Und warum Paulus von der reden deit, ist, dass wir in vielen Worten sehen, Paulus ist nicht ein Apostel, das ist der andere. Und was Paulus hier wiesen hat, er hat ein paar Mal gewesen, dass er ist ein Apostel, er ist geschickt von Gott, er ist ein Apostel, die nicht Juden sind. Und was er hier sagen wird, ist, guck mal, ich bin ein Apostel, kriegt es der andere. Ich bin ein Apostel, weil ich muss der andere Apostel tragweisen. Und ich würde nicht tun, wenn ich nicht ein Apostel wäre. So, das ist ein klein bisschen Hintergrund, warum er hier von dem reden, was passiert hat. So, was wird was passieren deit? Er sagt, ich habe für alle Tracht gestellt. Ich glaube, das ist ein Church Meeting, vielleicht ein Taub zusammen, wo wir servieren, wo keiner ging dort schein. Ich würde ein bisschen so sein, wer wir sein, ich und Pastor Eich, wie schaffen, sage taub. Nach einer Talk-Andacht würde ich Pastor Eich vernehmen und werde alle Jünd vernehmen und Tracht sagen. Wo würden wir uns dann feilen, was da wird passieren? Jede Person würde sitzen und wundern, was wird hier next worden? Was wird mit dieser Talk worden? Und so wurden sich dann gefeilt. Wenn er sagt, er deit und für alle Tracht sagen. Und woran deit er das? Weil er hat sich verscheucht, Er hat sich schuldig gemerkt. Er hat was artig getan. So was wäre, was Petrus deit, was artig wäre. Er sagt, willst du Wasser meiner Teimen, die von Jakobus geschickt werden, eit hei mit den Nicht-Juden taub. So ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir verstehen, dass mit anderen taub eten, warum das wichtig ist. Gleich von der und da ist es auch wichtig, aber nicht so wichtig ist dort im biblischen Titel wir.
Wenn ein Jüd würde man eine ordentliche Person taub eten, da würde eine Wahrheit sein, wo sie würden nur die Welt wiesen und die Person wiesen, ich nehme die an. Wenn ein Jüd würde niemals mit einer Person eten, wird in der Wahrheit zu sein in ihre Ehren nicht gut genug wir. Sie würden bloß mit so einer eten, was in Kraft dasselbe Level wie man an, jährlich und ordentlich auch. So ein Jüd würde niemals mit Nicht-Jüd eten, ein echter Jüd würde nicht, wenn ein Nicht-Jüd wie jährlich nicht unter dasselbe Level als sie wären. Und sie würden sich ganz apart halten von denen, was nicht Jüden wären. Und so wird es auch mit den Jüden. Sondern was jeden sich ganz haben, zum Gott in ihr Satz noch fallen, ihr würden niemals so eine anladen und mit so einer Taub eten, was nicht die Satz haben würden. Und wir sehen, wo Jesus wird gespart, wenn er deit, mit so einer Eten, was nicht angenommen wird in der Kultur. Jesus redet in Matthäus Kapitel 11, 19 von sich selbst. Er sagt, die Menschen sehen kein. Und eet und trink, und sei sein. Kick nur den Freter und Trinker, und Freund und Tagscharakter und Sünder. Und doch rechtfertigt die Weisheit sich durch dort, was sie tät. So haben wir hier in der ordentlichen Menschen Sport neben ihm, er sagt, kick mal, hier ist ein Freter und Trinker. Nicht bloß dort, er ist ein Freund zu der Tagscharakter und Sünder. So, sie brauchen dort einen Sport. Was Jesus hier tut, ist, er eit mit Sonne, was andere würden tun, die wir nicht unter dasselbe Level als Jesus. So, das ist ein klein bisschen verstehen, was das meint, der taub eten. Wenn ein Jüd mit einem anderen taub wäre, wenn sie taub eten, dann wir bewies, sie nehmen am ganz an. So, was ist das dann, was Petrus hier wiesen hat, dort hei mit den Heiden, die Nicht-Jüden, taub eten deit. Hei wie ein Lehrer von der Kirche. Hei wie der Anlehrer. Was der Lehrer tät, ist ein Beweis, was die Kirche glaubt. Oder es soll eine sein. So Petrus deit hier wiesen, wann hei mit den Nicht-Jüden taub eten deit, dort hei taut ernt, gleich an dasselbe Level ist der Jüden für Christus. Sie werden Charakter angenommen, sie haben den Charakter derselben Radung, sie werden Charakter seilig ist der Jüden, was durch Jesus Christus seilig worden und gerat worden. Und das ist, wie sein das, der Petrus, der klar hat, wegen der Apostelgeschichte Kapitel 10. Wir wollen in den Passagen, wir wollen die Versen von Deus Mars nicht lesen, aber wir sehen dort, Petrus hat einen Reim. Und in das Reim kam du ein Lerken rauf und hier und in das Lerken werden viele Tieren. Und für die Juden werden die Tieren, was nicht rein werden. Und dreimal sagt Gott, eet von das. Und jedes Mal sagt Petrus, ich kann es nicht eten, wenn diese Tieren sind nicht rein. Und der Beispiel, der Punkt, was Gott merkt mit das in das Traum, wie dort, was Gott gereinigt hat, als rein. Das sind nicht bloß die Juden, die rein gemerkt sind durch Jesus Christus. Nicht-Juden sind auch. Und dann, wir sind in der ersten Feierversion von Kapitel 11, dort die Juden, die glaubenden Juden, die dort an Jesus Christus glauben, sie nehmen dort an, dort die Nicht-Juden können die Rettung kriegen durch Jesus Christus. Aber ich glaube, für meiste Juden, sie werden dort ganz der Frieden, ganz andauernd merken, dort die Nicht-Juden können die Rettung kriegen durch Jesus Christus. Aber doch, sie wollen sich zurückhalten von dem. Wenn ein Hort sagen die Nicht-Juden noch nicht an dasselbe Level, es sei werden. Ich glaube, so sehr wie von der und da auch fährt. Uns erst dort ganz andauernd von Gott mag ordentliche Menschen schaffen wird. Wir freuen uns in viele Wege, wenn Gott ein Mensch soll nicht merken, sondern was von einem schlechtes Leben kommt. Aber wenn wir würden der Charakter stehen, so ist es ein Hort ist, viele von uns würden uns doch trägt halten von ihnen, wegen wir tun uns nicht an dasselbe Level. Aber wir müssen uns halten denken, dass jede Person,
wer der Jesus Christus gerat ist on hetzelfde level. Mennonit, Jude, Griek, wer immer wir sind alle on hetzelfde level. Und wir sollen so zu sein, dass hier das Symbol ist, wir kennen, wie wir Christen, alle taub eten. Aber dann passiert was Petrus mögt eine Entscheidung will, dass wir in Juden was kommen von Jakobus. Und er will nicht, dass Jakobus ein schlechter Apostel wird. Er wird der Apostel der Juden. Aber die Männer kommen von Jakobus. Und das sage ich nicht, dass die jeden ernst wird, aber Petrus hält sich trägt. So wenn es sagt, dass die Männer nicht kommen, hält er sich apart von den Nicht-Juden. Warum tut er das? Wir sind in Apostelgeschichte, wo wenn Petrus kam und sie hatten, das ging klar zu sein, dass wir in Juden das lernen deuten, dort in Nicht-Juden muss sich ihr Schloten beschneiden. Aber sie können taub Gemeinschaft haben in der Kirche. Und mir sieht es so, dass Petrus war dann nur vergenommen, wegen er das lernen deut. Und nu, wenn diese selbe Männer, die das erste Mal vielleicht haben, eine Trouble gegeben, kam, er hält sich träge, wenn er will nicht wahr, für alle diese in großen merken. Ich will uns ein klein bisschen für uns halten, und das ist das. Wenn eine andere Person, eine große Leute merken das meint nicht, dass sie immer reich sind. So, wenn eine Person kommt und das ist ganz abgeregt, wir sollen das nicht tun, wenn das ist artig. Wenn sie abgeregt haben, sollen wir uns nicht leiden. Dort sei ein Glauben tun, dort sei reich sein, wir dürfen uns nicht von dort leiden. Wie man trägt ein Wort, sagt die Bibel, wir sollen uns nur anstellen. Wort erst uns glauben, und dann dort loten uns stehen, wo wir hingehen. So, was tut Petrus? Er hat groß mit diesen Nicht-Juden gegeten, und dann kamen diese Männer von Jakobus, und dann hält er sich kaputt. Er tut sich so, er kann den nicht. Und wir würden sagen, das hier ist mir ganz bekannt. Das ist ein Ding, was Petrus hat getan. In Johannes Kapitel 18, 15 bis 27, sehen wir, wo Jesus wird festgenommen und er wird Vater der Hohepriester. Und Petrus steht noch folgen, bei der Büter wegen, wo er war gerecht. Und du wird dann gefragt, ob er Jesus kennen tut. Und dreimal sagt Petrus, ich kann Jesus nicht. Und nu entsteht, dass er Jesus dort verlehen tut, dass er Jesus kennen tut, der er dort verlehen, dass er den Nicht-Juden kennen tut. Großhaft hat er mit den Nicht-Juden gewesen, dass er ihn annehmen tut. Annehmen tut. Und nu, wenn die anderen sind, was ein klein bisschen an sind, dann wird er das verlehen. Ich kann das nicht. Ich glaube, mit dem können wir ein klein bisschen draus nehmen, dort ist das. Petrus ist ein Apostel. Er ist angegeben, das ist ein Apostel. Gott braucht ihn, um die Kirche anfangen. Und er macht Fehler. Und er hat das selbst gekämpft, mir sieht so in sein ganzes Leben, wo er mit kämpfen tut. Und jedes Mal sieht es so, dass er macht sich frisch ab, er umkehren und er fängt frisch an. Und so ist es auch für uns. Wenn dort selbst denkt, was wir mit kämpfen, dann war der abkommen wird. Weil wir uns selbst trausten, dort wir können Vergebung finden, wir können umkehren und weiter frisch anfangen. In Englisch spricht wir Ferten in Phrase, was sagt, we throw somebody under the bus. Und dort gleich sagen, no Plattdeutsch meint nicht viel. Manch Unger, die Bas schmieden, das darf nicht dasselbe Bild. Aber was in Englisch meinen, als so ein Mensch, der ausschuldig ist, und nicht artig getan hat, der wird das artig getan hat, der das Schande und das Blame und anderen non sagt.
der hat das nicht verdient, der schon, der Blame. Aber der, was das anladen wird, will sie das kennen, dann dort in Ordnung nehmen. Und das ist, was Petrus hier tut. Die Nichtjuden haben nichts artig getan. Aber sie müssen den Priest holen, sie müssen das schon kriegen für die Fehler, was Petrus tut. Und so erst das Vierten, was passieren wird, wenn wir Heichler sind. Das sind die, was nicht artig getan haben, was die Schuld kriegen. Das sind die, was die schon kriegen. Und das sind die, was von Hort gestartet wurden. Sag mal ein klein bisschen sein, woran da dieses Christen oder dieses Menschen, woran sind wir nochmal Heichler? Ich glaube, der größte Punkt, und das ist, woran Petrus hier verlehen ist, dass wir einen Menschen fährt. Wir wissen ganz, was wir glauben. Wir wissen, was reichenartig ist. Aber die uns Glauben klar ausleben, ist doch mal schwer, wenn wir einen Menschen fährt. Wir sind bedeutet an was wir von uns denken. Wenn ich meine Gnade ausleben, was Gott mir gegeben hat, was für Menschen von mir denken. Wenn ich von der Freiheit reden, und dann dort ausleben, wenn ich mich freuen, wenn ich mich nicht zurückhalten, mit Jesus mitteilen. Wenn morgen Menschen dort über ein Jeng stehen, wo ich das wegen tun? Wo ich das wegen ein Zeichnis geben, was Jesus für mich tut? Oder so wie so schwindes und eine Person klein bisschen schieben tut, hier wie ganz mit ab. Wenn wir Menschen fürcht. Ich will uns von der Emotion, Gott, seine Kraft als Galata ist ihren Menschen fürcht. Wenn wir uns nicht zurückhalten, es kann sein, dass bloß dort eine andere Person schieben wird, oder doll ist, oder unmutig ist, meint nicht, dass sie reich sind. Wenn wir uns lieber anstellen, nur dort, was Gott sagt, wenn er es einmal reicht. Und uns glauben, was in ihm ist, steht nicht in unserer Kraft, dort steht in Gott seine Kraft. Und wenn wir uns nur Gott holen, an Gott holen. Das zweite Weg, woran wir Heichler sind, ist, dass wir nicht ganz sicher, was wir glauben. Wir sind unsicher über uns Glauben. Und ich glaube, das ist leicht zu verstehen, woran das ist. Wenn wir in Zweifel sind, und dann wird ein klein bisschen Pressure gegeben, wenn wir nicht sicher sind an dort, was wir glauben, das nimmt nicht viel, dass eine Person dann sagt, das ist es nicht wert. Ich weiß nicht mehr, ob das so ist. Woran würde ich dann anstehen für dort, wo ich nicht mehr unsicher sein? So, da ist dann wichtig, dass wir in Glauben haben, was fast ist. Dort, wann die Pressure kommen wird, dort wir stark stehen können. Uns Glauben nicht wird verfallen mit der kleinsten Ding. Dort ist nicht artig in Zweifel haben. Aber das ist artig, dass wir nicht gehorsam sind und uns entscheiden, dass wir in Schwachheit Glauben haben. Über die Jahre haben wir gesehen, wo die viele Menschen sind, die haben nicht gebeten, haben sich nicht lassen beten. Sie haben ihr Leben müssen geben, für dort, was sie glauben. Und ich will uns ermutigen, wenn wir uns heute Unger segnen, dass wir uns sicher sind, was wir glauben. Wenn wir uns nicht in Haus bauen und dort, was nicht wichtig ist. Wenn wir uns Haus bauen, uns Glauben bauen und dort, was so ist in Jesus Christus. Dort, was wichtig ist, dass wir die Radung in der Genol willst wir glauben haben. Dort wir frei gesagt sind von Sinn und Sündenkraft in Jesus Christus. Und dann werden wir uns sicher sein an dort. Dort wann dort wird, wenn wir Pressure kriegen, dort wir wollen stark stehen an dort. Ein Ding, woran Menschen nochmal Heichler sind, ist Antwort versagt mit all Sorten Sünde. Habe ich mal über gedacht, was vom Priest soll jeweilig zum Kriegen, zum Sünden? Was ist der Priest für ihn sind? Und dann wollen wir weiter fragen, was
Wo leg je dien te bekijken dat die zingen worden? En ik red niet bloos van geld. Wat moet zo ten je aanbieden dat je worden je regen draaien en dat wat je blijven? Vielleicht hast du dat geld. En dan was het in leven verdienen wat schijn je. Vielleicht hast du dat andere dingen wat schijn gaan. Vielleicht hast du dat we vrede hebben met anderen. Ons wordt verzocht, ons wordt zo proeft ons te verleiden. Waar we dort auf zijn, zodat we kan terugblijven tot dat wat we blijven. Maar ik geloof één ding wat we verder niet gaan blijven, is wie we proeven God te je vallen door de Jesazlich, door legalisme, we merken onze terrein verhechelen zijn. Dat is interessant. Ik geloof dit is een punt wat we van deze forsching kunnen nemen. Wanneer we proeven door de Jesazlich God en anderen te tevreden we worden hechelen worden. Waarom is dit? We worden later ook in de Galata zijn dat legalisme heeft een weg, en wie ze dietje aan het verken zijn, van dat wat zo groot zijn en klein het van dat merken, en dat wat klein het is en groot het van dat merken. Wanneer dat Bussereien zijn en Ordnungen zijn, wanneer we niet dat buren doen aan wat de Bibel leren deed, en dat niet geven wat de Bibel geven deed, en dat leergaan wat de Bibel leergaan deed, dan zijn het bloos mensen wat dat dan entscheiden wat wichtig is en wat niet wichtig is. So dan doen we dat zo aanstaan, dat wat passend is. Wanneer dat passend is, dat we dat gaan doen wat we willen, dan doen we dat zo staat. Dan doen we dat anderen het nächste mal. En wanneer we dat anderen doen, dan doen we hechelen. Ik geloof naar een weg, waar dat de hechelen, legalisme brengt, dat hechelen. Als dat we gaan rijden, ordnungen, over mensen. We gaan dat als dollar wichtig, is lief en genood voor mensen. In Lukas kapitel 13, 14 bis 16 redt Jezus een beetje van dit. Zeg over de leider van de school, weer aardig door Eva, dat Jezus om Sabbat geheilt had. En zei hem volk, du zijn zaas arbeidsdag, komt dan en laat je heilen, aber niet om Sabbat. De Heer zei dan te hem, du hechler, des niet dat jeder van jullie zijn aas en ezel om Sabbat uit den stal nemen, zum drank leiden. Zo deze früh Abraham zijn dochter, dat 18 jaar van Sodom geboren is, dan niet om Sabbat van ihrer krankheid geleist worden. So wat Jezus hier wiesen deed, is dat deze Pharisäer, de leider wat hier werden alle beduurd, om de mensen reil te houden, is de persoon helpen. En dit is wat verken passieren deed. We kunnen zo beduurd zijn en krachte reil houden, dat we vergeten van de mensen waar we ons zijn. En dat is wat hier worden deed met Petrus. Hij weer beduurd aan de reil houden, wat mensen aan gemerkt hadden. En doordat helde hij de reil hega, is de mensen leven en goud zijn en genood wezen wat Ramme entweren. Eine oorzaak waarom legalisme ons te hechelen merken deed, is dat legalisme dat niet in hart anderen. Een hart wat niet geändert is, wat leicht ben, tot het leegste, wat leegste is. Dat is pas door de waarde gebeurt, door Gottes kracht, waardoor ons hart geändert is. Die zaad kan ons hart niet ändern. En een hart wat niet geändert is, heeft niet de kracht om trouw te blijven tot dat wat God voor ons verlangen deed. Zodat zal ons dan niet vervieren, want zo'n wat niet waarde geboren is, een zware tijd heeft om voor Jezus Christus te leven. Dat is onmerklich. Wenn der Jesazlich bringt nicht die Gotteskraft.
En dan, ik geloof, de legalisme geeft ons allemaal ruim dat we de Jesazlich drin doen. Hij moet zo'n persoon bejent, wat een Jesazlich, proeft het Jesazlich te handelen, maar wanneer de Jesazlich aantreffen, dat hij kon het allemaal zo drehen, dat het niet zijn schuld is. Wenn een Jesazlich, wanneer een mens zich met een Jesazlich kennen, dat kon de Jesazlich allemaal genoeg drehen, dat het niet zijn schuld is. Kan je zijn mensen, dan zijn je vielleicht zijn mensen. En een Jesazlich heeft allemaal een klein beetje been, dat het niet je schuld is. Dat is vaak wat lawyers doen, die doen de Jesazlich best genoeg drehen, dat het niet je schuld is. En wie als Christen, we doen dat vaak. Wie niet mijn schuld wegen, wenn einer diese Farge bis kraken so und so lesen wird, dann wird es nicht mal meine Schuld sein. Immer dort sind wir Heichler. Aber wir sollen uns heute anstellen, dass wir treu bleiben. Dort, was wir glauben und dort, was wir leben, stemmen wird. Weil ich glaube, ein von den schwanzen Dingen von Heichler sein, ist, dass er andere verleiden und andere streiten. Das sagt, dass die andere Juden, die den Charakter als Petrus deed, sogar Barnabas hechelt met. Dat is van leiders vallen doen, ze nemen veel met. So wo gleich verhalten sich die Nicht-Juden sich über das? Das ist der Port, wenn wir Hechler sind, was wir machen verstehen. Wenn dort, was wir sein und dort, was wir glauben, nicht stemmen mit was wir tun, und wo wir Menschen verleiden tun, das bringt weiter. Das startet Menschen. Und dort, die Vertrauen, was Menschen haben in Christus, wird wahrgenommen, wegen sie können dort nicht vertrauen, was Christus in der Feuer tun. Sag wir uns das natürlich halten zum Denken. Wo wichtig das ist, dass wir aufrichtig leben, dass wir dort bewiesen tun, dort was wir glauben, dass dort ein klares Bild ist für andere, dass sie nicht verletzt worden. So was wir dann, was Paulus zu Petrus sagen wird. In der 14. Vers sagt wir, aber uns auch sagt, dass sei nicht für die Wahrheit in Evangelium anstunden. Seht auch der Petrus durch allem. Wenn du als ein Juden so leben lässt als der Völker und nicht als ein Jude, so kannst du die Völker bewinnen, so zu leben als ein Jude. So er sagt hier, nur Petrus, du lebst nicht mehr so ein Jude. Du lebst so ein Nicht-Jude. Und nu wirst du haben, dass andere sollen so tun, so als du nicht mehr willig bist zum tun. Und ich glaube, das ist ein großer Part von wo wir Hechler sind. Wir verlangen Dinge von anderen. Wir sagen, andere sollen ihr Leben so und so anstellen, aber wir selbst sind nicht mehr so in Hort gesonnen. Wir wollen haben, andere sollen gescheit und getätigt leben, aber in Hort sind wir nicht mehr selbst so angestellt. Dort, was Petrus hier tut, wir recht und wir aufrichtig. Er stellt sein Leben so an, dass er nicht mehr bei der Jesazlich leben tut. Er lebt frei in der Gnade, was Gott ihm geschenkt hat. Aber dann verlangt er von anderen, so was nicht mehr stemmen tut, aber was er glauben tut. Wir können nicht, dann ist es nicht stark, so es Petrus hier tut, zurückkommen von dort, was die Bibel uns lernt. Und dort ist das. Wir können nicht durch Menschen wirken, Gott der Friede stellen. Wir können nicht durch genug Gott wirken, Gott unsere Seiligkeit verdienen. Das ist bloß durch Gott seine Gnade, willst wir glauben. So das ist das Evangelium, was wir dann predigen. Das ist dann wichtig, dass wir als Kirche, wir als Christen dann diese Worte leben dann. Weißt du, ich glaube, wir wollen von anderen all Sorten verlangen.
Wenn vielleicht als ons Glauben nicht groß genug in Gott seine Kraft, dort Gott wird sich weiten mit Menschen. Und wenn ons Glauben klein ist in Gott seine Kraft, brauchen wir andere Menschen, alle Sorten Gesetzen abzuleihen, dass sie so und so sollen leben, dass sie wollen, kann Gott nur folgen. Aber wenn wir dort wirklich in Hort leben, dass es bloß der Genot, dass wir rat sind. Und wenn wir dort unsere Botschaft aufholen, dass es bloß der Genot ist, dass Menschen sind gerat. Wenn wir Heichler sind, das beweist dann, dass du in Städten ans Hort ist, wo wir kart kommen. Petrus weiß, mit was er deed, dass wir in Städten sein Hort, was noch nicht ganz handgegeben wird. Wenn er irgendein Pastor wird, wenn er jährlich gewassen hat, er wird noch nicht vollkommen. Das beweist, dass seine Leib für Menschen, wie noch nicht Galata ist Menschen fährt. Das beweist, dass er noch eine gratere Fährt für Menschen, als er eine Fährt hat für Gott. In der Bibel lehrt uns nicht, was Petrus deed mit das, aber ich glaube, er wird han, umgekehrt, kriegt es er in Johannes deed, und dort er wird bekannt und er wird reingemerkt. So soll wir tun, wenn uns wird gewesen, so ist Petrus hier war gewesen, dort wir kart kommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir nicht bis führt gängen an sind. Wenn Gott eine Person brücken wird, dann uns wissen, wo wir kart kommen. Wer wird demütig sein? Ich weiß, das ist ein Ding, was ich mit kämpfen da. Wenn Christine meine früh zu mir kommen wird und sagt, hier ist eine Stadt, wo die hast du mal eben gedacht und sie prüft, sei ja leiftollig zu mir zu reden. Was da wir fertig? Ich weiß, was ich fertig mit kämpfen da. Ich merke meine Ohren tau, wegen ich will nichts von hören. Wer wir aufpassen, dass wir unsere Ohren nicht tau merken da und wörtlich nicht ans Hort tau merken, wenn Gott prüft, durch andere noch uns zu reden. Und wer wir horchen, wer wir hören, wer wir verstehen, was Gott prüft, durch andere zu sein. Und dann, wenn wir kart gekommen sind, wer wir auch bekennen. Wer wir bekennen, wo wir kart kommen. Und wenn wir Heichler sind, wer wir auch bekennen. Wer wir Menschen verändern, die wollen uns zu Gott tun. Und dann der dritte Part ist, wer wir lernen, von wo wir kart kommen. Nicht bloß, dass wir wollen nicht perfekt leben, nicht, dass wir verlangen von uns selbst, dass wir perfekt wollen. Aber wenn wir lernen, so dass wir kein Deiper wachsen in uns glauben. So, was ist der Untergrund von dem, woran Petrus ein Heichler wird und woran Paulus muss vernehmen. Wir wollen nächsten Sonntag sein, was der Untergrund ist, aber ich will bis 15 bis 16 lesen für uns. Das sagt, wie selbst, da wir aus Juden geboren und nicht Sünder von den Völkern sind, weiten dort ein Mensch nicht durch das Gesetz halten, gerecht wird, aber durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben selbst Christus Jesus geglaubt und durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu werden. Willst durch das Gesetz halten, kann kein Mensch gerecht werden. So dort, was Paulus hier sagen wird, ist, dort, was wir glauben, müssen wir leben. Und wenn wir glauben wörtlich, dass wir sind frei gemerkt in Christus, dass wir sind losgekauft von unseren Sinnen und der Sinnenkraft, dann müssen wir dort leben. Wir können nicht regieren, nur proben, durch das Gesetz ein gutes Leben zu führen. Wir sollen in Freiheit, dort, was Jesus uns geben wird, für Jesus leben. Wir schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar für das Vorbild, das uns hier gegeben wird. Und wir können mitfeilen mit Petrus, dass wir kommen können. Dort, wo wir glauben, dort, wo wir sein, wir glauben, erst nicht einmal dort, wo wir leben.
Gott, ik bid dat die was van jou, durch die genade, ons leiden. Dat die was ons wijzen, wo we kan komen. Dat we kan een voorbeeld zijn, we kan een Zeichnis zijn, verdienen evangelium. Der evangelium wordt ons klar leren dat wie wir nicht Juden zijn, kan kracht zo de Radung kriegen, als zonen wat Juden zijn. En dan voor ons, wie wir Mennoniten zijn. Wie worden kracht zo geraad, als zonen wat nicht Mennoniten zijn. Bloß durch Glauben in de Gnade, wat Gott ons durch Jesus Christus geven hat. Und Gott, wenn die Söhne sind von dir, wird proben, durch die Jesazlich, Gott zu gewinnen. Und durch dort in viele Wege Heichel sind. Gott, ich bete, dass du was mit leiftolle Gnade uns tragweisen. Dass wir können in Frieden und die kommen und in der Freiheit leben. Das, was du uns geben darfst. Beten das alles in Jesus' Namen. Amen.